müsst ihr mal schauen, wie das blubbert hier rundherum. Frisch gemacht, sensationell. Und was ist das? Eine Raclette-Lasagne. Natürlich mit Herdöpfel drin und einem Herdöpfelgewürz und gemacht von der Patricia. Sensationell. Herdöpfel-Lasagne. Ja. Hast du noch nie gehabt vorher, gell? Aber ich sehe, wie du hast vorbereiten. Und Ja. da geht sicher einen Tag oder 2 oder 3. Je nachdem, wer es macht. Ja. Also ich habe die Herdöpfel gekocht und geschält. Seht ihr? Ich habe die Herdöpfel gekocht, geschält. Vollrahm, gehackte Tomaten, Gruyère, einfach in Scheiben schon. Ich hätte natürlich auch geraffelt nehmen, aber so wird es nachher gut aussehen. Und dann habe ich einen guten Schinken dazu. Kann natürlich weglassen, wenn man kein Fleisch isst. Und unsere 2 Lieblingsgewürze, könnte man sagen. Herdöpfel braucht Herdöpfelgewürz, Stickhuspfeffer macht einfach alles Genau, fein. dann habe ich mehr Pep dazu. Ich freue mich jetzt schon aufs Probieren. Ich mich auch, ja. Danke fürs Kannst Köcherle. kommen. Bis Und nachher. Bis nachher. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, bist du parat? Ich bin ja auch einigermaßen parat hier. Bevor ich anfange, wenn du gerne bei uns bist, wäre nett, hier so ein Like zu lassen. Vielleicht den Kanal zu abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann verpasst du nichts, weil jede Woche gibt es was Neues. Falls du erst jetzt gekommen bist, zufälligerweise, das erste Rezept. Es gibt ganz vieles schon hier bei uns im Kanal und es kommen noch viel mehr dazu. Also dann unbedingt abonnieren, Glöckchen aktivieren, damit du nichts verpasst. Falls du eben länger da bei uns bist, kennst du diese Soße bereits. Ich sage es immer, es ist die schnellste Tomatensauce der Welt. Da geht es wirklich mega schnell. Ich habe am Anfang nichts gezeigt, aber ich nehme noch ein bisschen gefriergetrockneten Knoblauch dazu. Könnte ich auch ohne machen, könnte ich auch Zwiebeln machen, da haben wir auch gefriergetrocknete. Ich nehme aber heute Knoblauch, lasse nur kurz hier in ein bisschen Olivenöl. Wenn es soweit ist, kommt Tomaten, machen wir eine kurze Soße und ich mache den Vollrahm schon hier direkt, sodass wir nachher eine Soße haben. Und nicht mehrmals mit Schichten. Wir schichten nachher die Lasagne nur mit Herdöpfel, Schinken, Käse und Soße, aber nur eine Soße. Also siehst du, jetzt fängt es an. Es ist heiß. Dann kann ich da für den guten Ton sorgen. Darum geht es. Und das ist auch so fein riecht hier. Jetzt kann ich sogar ein bisschen runter mit der Hitze. Was ich vorher nicht gesagt habe, ist, Ofen habe ich auch schon eingeschaltet bei mir. Gell? Und zwar heute Umluft 180 Grad. Machst das gleiche wie bei dir daheim für eine konventionelle Lasagne. Hier drücke ich nur noch ein bisschen mit gehackten Tomaten. Ich kann natürlich auch mit frischen Tomaten machen, wenn ich so super geschmackvolle Tomaten habe. Ich nehme das Herdöpfelgewürz hier gerade in die Soße. Und auch ein bisschen Stickhuspfeffer. Suppi. Und dann duftet es schon. Sehr gut. Drücke ich noch ein bisschen. Lasse ich das hier so köcheln. Dann ein bisschen runter mit der Hitze. Eine Form, zuerst mal, für die Lasagne. Die werde ich auch zuerst, nur damit meine Arbeit nachher kleiner ist, ein bisschen einfetten, dass nicht überall etwas kleben bleibt. Es kommt zwar Soße, es klebt nicht so fest, aber so ist noch einfacher zum nachher abwaschen. So, überall Öl verteilen. So, dann kann ich die Herdöpfel schneiden. Wie gesagt, sie sind schon gekocht, geschält. Und für dieses Rezept habe ich mehlige Herdöpfel genommen. Hörst du das? Ich habe so die Textur hier so, habe die etwa gekocht, wie wenn man für Rösti kocht. Die sind durch, aber sie fallen nicht auseinander. Also sie sind noch schön fest. So kann ich schneiden, so bleiben sie auch in Form. Die brechen nicht gerade, vor allem eben bei mehligen Herdöpfeln. Sie haben Tendenz so zu brechen, oder? Und so brechen sie nicht, weil sie da nicht super verkocht sind. Das hier ist wie meine Lasagneblätter aus Herdöpfel, also sogar glutenfreies. War nicht mal die Absicht, aber jetzt haben wir ein glutenfreies Rezept hier, Lasagne. Und nicht vergessen, dass die Soße kocht. Ich kann gerade kontrollieren. Es dampft sicher
Jawohl, es hat schon ein bisschen reduziert. Merkst du, man sieht jetzt schon viel besser den Boden. Dann ist es Zeit für den Rahm. Geht auch mit Halbrahm. Ich nehme hier sehr gerne Vollrahm. Schön rühren, dass überall verteilt ist. Noch ein bisschen. Na komm, es hat nicht mehr viel. Nehmen wir alles. Die Menge, wie immer, steht da unten. Gell? Ich nehme hier teilweise andere Mengen als im Rezept. Aber im Rezept steht immer, für wie viele Personen und wie viel man von jeder Zutat braucht. Noch ein bisschen mehr Power hier geben. Die Soße übrigens, die ist so einfach, so schnell gemacht. Du kannst wirklich zu der Soße einfach Nudeln kochen und da hat es schon eine Mahlzeit. Wirklich Nudeln direkt aus der Pfanne nehmen, hier drauf, Käse oben drauf und also ich glaube, das mache ich einmal. Es ist wirklich sehr einfach. Jetzt kann ich mit der Pfanne zu mir kommen. Ich mache ein bisschen Soße am Boden. Am besten so ohne Tomatenstück oder ohne die allzu großen Stück. Verteile da. Und dann gibt es wieder Schichtspiel. Eine Schicht Herdöpfel. Und dann, wenn man mit Herdöpfel kocht, kommt Herdöpfelgewürz. Nicht vergessen, ich habe es schon in die Soße, dann mache ich nur ein bisschen, dass diese Herdöpfel auch mehr Geschmack hat. Dann kommt Schinken, wenn man Schinken nimmt. Einfach schön verteilen. Es ist unmöglich, dass es nicht gut schmeckt. So, haben wir Schinken, machen wir hier noch ein bisschen. Dann machen wir den Käse, Gruyère habe ich genommen. Machen wir so, dann kann ich hier die Mitte auch so noch schneiden, dass man überall genug Käse hat. Und dann kommt wieder Soße. Das mache ich jetzt bis am Schluss. Es kommt immer Soße, Herdöpfel, Schinken, Käse. Soße, Herdöpfel, Schinken, Käse. Und nach dem Herdöpfel kommt Herdöpfelgewürz dazu. Immer nach einer Schicht Herdöpfel. Und dann kann man weitermachen mit dem Schinken und Käse und Soße und Herdöpfelgewürz und Schinken und Käse und Soße und Herdöpfelgewürz. So, Käse noch. Das ist bei mir jetzt die letzte Schicht. Dann mache ich alles, was ich habe, hier drauf. Dann noch und so, da teilen wir. Weg ist es. Als letzte kommt hier unsere feine Soße. So kann der Käse schmelzen und nicht verbrennen. Man kann natürlich auch ganz, ganz elegant machen und man könnte diese Soße hier noch purieren. Ich halte das für nicht nötig, mache ich es nicht. Eigentlich geht es jetzt nur darum, dass diese Käse aufschmilzt, dass alles so quasi, alle Geschmäcker so zusammen sind, dass sich alles verbindet. Deswegen nicht so lang. Ich werde bei mir kontrollieren, so einfach warten, bis ich merke, der Käse ist aufgeschmolzen. Kriegt alles eine noch schönere Farbe. Und dann kann man auch schon probieren. Kommt jetzt in den Ofen. In der Zwischenzeit kann ich alles hier aufräumen. Und es riecht jetzt schon gut. Also nachher noch besser. So, solange du nicht selber machst, kannst du das nicht riechen, wie es fein hier riecht. Aber du kannst sehen, wie super aussieht, finde ich. Und es riecht fantastisch hier. Es riecht fein, gell? Es riecht fein. Ich gebe dir auch noch das Messer, falls du brauchst. Gabriel, hast du mitgebracht? Es ist sehr heiß. Hast du selber gesehen, Direkt es ist sehr zum Ofen heiß. aus, blöterlet ohne Ende. Bevor ich da jetzt ein bisschen nehme, würdest du nachher noch darauf hinweisen, es geht um deinen Zahltag. Stimmt, ist nur. Also, wenn es dir gefällt, gib uns ein Like. Es geht um meinen Zahltag anscheinend. Und bleib nächstes Mal dabei. Abonniert am besten den Kanal, dass du nichts verpasst mit den Glöckchen da. Excuse, Glöckchen, Schinken. Genau. Und schickt's weiter. Weißt, vielleicht bist du auch mal bei einem Kollegen eingeladen, um so eine wunderbare Lasagne, wenn er mal auch dabei ist und kocht. Ja. Und jetzt ist es wirklich so gut, wie es aussieht. Das Urteil von mir, 10 von 10. Und alle, die es nicht glauben, schreiben einfach unten rein, dass sie einmal probieren. Offen, fantastisch. Man merkt den Schinken noch fein. Also man kann auch weniger Soße machen, hier viel Soße, aber ich finde, das ist nicht schade. Die Soße schmeckt so gut. Ich kannst nachher noch dünkeln mit Brot oder genau, so. Genau. So kommt es ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein. Super gemacht. Sehr gern. Danke vielmals. Sehr gern. Bis nächstes Mal. Ich hoffe es. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss miteinander. Ciao, ciao. Danke. Wow. Es riecht mega gut. Das ist der Hammer.